Jawohl, wir haben einen fantastischen Jahresschwerpunkt. Der heisst «In der Liebe wachsen» oder «Liebe, die wächst». Stell dir vor, in diesem Jahr würdest du und ich in der Liebe wachsen. Was hat das für einen Einfluss auf unsere Familie, unsere Beziehungen, vielleicht sogar unseren Arbeitsplatz, unsere Nachbarschaft? Und stell dir vor, wir alle miteinander, hier die GVZ Zürich Oberland, würden in der Liebe wachsen. Puh. Ich meine, ihr habt schon viel Liebe. Ich fühle mich immer dermaßen willkommen, oder, wenn ich da komme. Aber stell dir mal vor, was da geschieht. Kann es gar keinen Streit mehr geben. In der Liebe wachsen. Jetzt weiss ich aber, dass man das nicht machen können. Weil schlussendlich ist es nach Galater 5, 22 oder 20 ist es eine Frucht vom Heiligen Geist. Der Heilige Geist lässt die Liebe in uns hineinwachsen. Aber wir können ihm natürlich den Teppich ausrollen und sagen, mach's. Und das machen wir in diesem Jahr miteinander, dass wir verschiedene Epochen oder verschiedene Bereiche durchgehen von der Liebe. Und wir fangen jetzt an mit der ersten Serie «Gott ist Liebe». Und ein Bibelvers, der für mich ein Hammer ist, so gut, meine ich. 1. Johannes 4,19. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Muss ich mal ein bisschen zergehen lassen. Zuallererst. Also ich habe nicht nach Gott gefragt. Er hat mich gefunden. Zuallererst hat er geliebt. Zuerst, bevor du ihn. Jetzt gibt es eine andere Übersetzung. Eingeüdet heisst, der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Zuversicht zu Gott liegt in der Liebe von Gott zu dir und von mir. Zuversicht hat mit Vertrauen zu tun, mit Verbindung zu tun, mit Willen Gemeinschaft zu haben. Das liegt darin, dass Gott zuerst geliebt hat. Was beinhaltet jetzt die Liebe? Für einen Mann ist es manchmal ein bisschen schwierig. Gott lieben, ist ein Flugzeug im Bauch oder wie geht das? Ja, manchmal auch für Frauen. Aber die Frauen, die sind dadurch ein bisschen besser gewickelt als wir Männer. Vor allem, wenn es noch IT-Leute sind, oder? Die sind ja ganz einmal anders gewickelt. Komm, wir lesen einmal, was Liebe beinhaltet. Das ist noch lange nicht alles, aber ein Teil davon. Und wenn wir das lesen, dann sehen wir Jesus vor uns. Und wenn wir Jesus vor uns sehen, Jesus sagt, wer mich sieht, sieht den Vater. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Das ist Christus. Und jetzt, wie es so schön ist, lesen wir es miteinander. Okay? Gut. Aber nicht davor rennen. Wir haben noch eine andere Erfahrung gemacht auf dem Schiff. Wir haben noch einen anderen Gottesdienst, einen kleinen, machen mit mexikanischen Katholiken. Der Vater war so Typ Drogenbaron aus Mexiko. Also, ja. Und dann haben wir gesagt, am Schluss habe ich gesagt, sollen wir das Unser Vater beten? Du, die sind fertig gewesen, als ich erst ein Drittel hatte. Also, miteinander. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung. Sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht. Aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie. In jeder Lage glaubt sie. Immer hofft sie. Allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Christus, Jesus, hat das vorgelebt. Gottes Liebe im Ersten Testament, so nenne ich gerne das Alte Testament, weil es ist nicht alt, es ist das Erste. In der Schöpfungsgeschichte
Wenn wir sehen, wie Gott Menschen geschaffen hat, wie er das sehr gut über ihnen ausspricht, sehen wir, wie Gott den Menschen liebt. Dass er den Menschen, dich und mich, als Ebenbild geschaffen hat zu ihm. Und nicht als riesige Distanz, ganz ein anderes Wesen, zeigt uns, wie Gott uns liebt. Oder wenn wir sehen, wie Gott mit Adam und Eva spazieren gegangen ist im Garten, zeigt, wie sehr er Gott liebt. Weil wer Gemeinschaft pflegt und Gemeinschaft sucht, der sagt, ich liebe dich. Vielleicht ist es eines der Grundmerkmale auch von der Liebe, Gemeinschaft suchen, Gemeinschaft leben. Weil etwas und jemand, das du liebst, mit dem willst du Gemeinschaft haben. Und Gott hat die Gemeinschaft gesucht im Paradies. Das nächste Merkmal im Paradies von Gott ist, dass er den Menschen mit einem eigenen Willen geschaffen hat. Freiheit ist auch Liebe. Ein Merkmal von Liebe ist Freiheit. Eltern, die klammern und sagen, ich liebe meinen Sohn, meine Tochter, haben es nicht ganz begriffen. Ich weiss, was ich rede. Dann aber, Liebe sehen wir auch bei der Schöpfung oder ein bisschen danach, wo es auseinandergebrochen ist, die Beziehung zwischen Gott und dem Mensch. Und dann die Liebe sehen wir in Gottes Rufen, Adam, wo bist du? Das Rufen von Gott nach Adam, wo sich vor Gott mit der Eva zusammen versteckt hat. Es ist das Suchen nach Beziehung von Gott, wo seine totale Annahme und Liebe uns vor Augen führt. Diese Suche trotz einer unterbrochenen Beziehung. Wir haben im Ersten Testament ein paar Texte dazu. Und der erste lese ich aus Jesaja 55, Vers 3. Neigt eure Ohren her und kommt her zu mir. Hört, dann wird eure Seele leben. Das ist eben das Verben von Gott, oder? Denn ich will mit euch einen ewigen Bund schließen, indem ich euch die unverbrüchlichen Gnadenzusagen Davids einlöse. Es ist da das kommt her, der Ruf, das Verben von dem Gott, wo sich das ganze Erste Testament durchzieht, von Anfang an bis zum Schluss, das Verben und Gemeinschaft mit dem Mensch. Oder Jeremia 31,3. Der Herr ist mir erschienen von fern. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Immer wieder stellen Propheten die Liebe von Gott dem Volk dar, zeigen es an verschiedensten Beispielen. Oder auch, wo der Prophet sagt, ich will sie in die Wüste locken und dort zu ihrem Herzen reden. Manchmal ist es auch eine Wüstenzeit im Leben, wo Gott zulässt, um uns wieder in die Gemeinschaft zu kommen. Dass wir vor lauter Stress und vor lauter Erfolg oder vor lauter weiss ich was alles, auch vor lauter Hamsterrad vielleicht, vergessen, dass Gott uns liebt. Dass er nicht mehr zu unserem Herz reden kann, führt er uns manchmal auch in die Wüste. Und dann in den prophetischen Büchern sehen wir das enorme Verben von dem Gott, von der Liebe. Das Verben bis zum Schluss, das Verben bis zum geht nicht mehr, versteht ihr? Um Gemeinschaft mit uns Menschen. Ich weiss, dass es Leute gibt, die können mit dem Ersten Testament nichts anfangen und sagen, das ist ein anderer Gott. Das ist kein anderer Gott. Ausser dass Gott heilig ist, das ist er heute noch. Aber in Christus ist die Vergebung da, wo ganz anders ist nochmal als im Ersten Testament. Aber immer schon hat Gott geworben und gesagt, ich will mit dir Gemeinschaft. Ich will mit dir Gemeinschaft. Und Gemeinschaft, haben wir gesagt, ist ein Ausdruck von der Liebe. Wir gehen zu Gottes Liebe im Zweiten Testament. Ich liebe es immer in Israel auf dem Ölberg oben zu stehen und dann ein bisschen runterlaufen zu Domius Flevit, der Herr weinte. An dem Ort, wo ungefähr irgendwo dort Christus predigt hat. Das heisst, die Eingeweide haben sich umgetrüllt, wo er sagt, oh Israel, wenn du doch auf Propheten gelesen hättest,
Der Ruf für Gemeinschaft, der Ruf zum Kommen in die Liebe von Gott, aber du hast es auf die Seite geschoben. Das Mitgefühl von dem Jesus, der vorausgesehen hat, was dann im Jahr 70 Schreckliches passiert ist. Ich denke auch an das «Kommt her zu mir alle», an dem grossen Fest, wo Jesus sagt, ihr, wo ihr mühselig beraten sind. Das ist wieder die Einladung zu dem Christus, zu dem Gott zu kommen, Gott von der Liebe. Oder folge mir nach, oder? Es ist nicht, du musst in ein Regelwerk hineinkommen. Nicht, du musst irgendetwas halten, sondern eben folg mir nach. Komm in die Gemeinschaft von der Liebe. Johannes, der Lieblingsjünger von Jesus, musst du dir jetzt nicht gerade eine Hierarchie vorstellen, oder? Die anderen weniger gern. Aber es heisst, es war der Lieblingsjünger von Jesus. Es war ein bisschen der Kuscheljünger, ganz anders als ein Petrus. Oder? Nicht schnelle Eingreiftruppe, nicht ADS gefährdet, sondern wirklich ein Kuscheljünger. Kein IT-Fachmann vermutlich. 1. Johannes 4,16. Also, gell, ich liebe dich, ich muss also das schon sagen. He? Dort sagt Johannes Folgendes. Aus einer Erfahrung heraus. Das ist erfahren. Das war ja nicht mehr 20, verstehst du? Hat er lange Erfahrungen gehabt mit Christus. Lange Erfahrungen mit dem Vater. Er sagt, wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Mir, sagt er, ich, mit mir andere, haben erkannt, wir haben es erkannt, wir haben es gecheckt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser Vertrauen geschenkt. Wie kann ein Kind uns Liebe zeigen, den Eltern oder unsere Enkel, indem sie uns Vertrauen geben, oder? Das Vertrauen ist auch so ein Merkmal von Liebe. Wir haben es erkannt, dass Gott uns liebt. Wir haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe. Freunde, Gottes Liebe klammert nicht. Nochmal, Gottes Liebe lässt die Freiheit. Und wisst ihr, wir müssen Gottes Liebe nicht rauskitzeln. Wir müssen Gott nicht motivieren, uns zu lieben. Manchmal müssen Kinder die Eltern motivieren, zu lieben, mit einer guten Schulnote oder mit Wohlverhalten. Leck, bist du lieb gewesen gestern, du hast gerade geschlafen im Bett und darum gibt es noch eine extra Portion Liebe. Vergiss es. Einfach, das braucht es nicht bei Gott. Ist uns das klar? Wir können die Liebe nicht erarbeiten. Wir können sie nicht auslösen. Es gibt nicht einen Triggerpunkt von Gott, wo wir drücken können und dann fließt die Liebe. Gott ist Liebe. Er kann nicht anders. Auch wenn die Liebe nicht eine Affenliebe ist, sondern auch eine Liebe, die Grenzen setzt, Freunde. Eine grenzenlose Liebe lässt Menschen in die Verderbnis laufen. Und das will Gott nicht. Zuerst geliebt, das ist ein Alleinstellungsmerkmal vom christlichen Glauben. Als ich Jugendleiter war, ist jetzt ganz ehrlich schon ein paar Jahre seither. Da habe ich immer gehofft, dass meine Jungen nicht sich mit anderen Religionen befassen. Sie könnten ja noch abdriften. Heute sehe ich total anders. Heute ermutige ich dich mit anderen Religionen auseinanderzusetzen. Warum? Weil, wenn ich mich mit anderen Religionen auseinandersetze, wächst meine Liebe zum Vater. Sehe ich den grossen, enormen Unterschied. Und meine Frau und ich sind viel in Südostasien, in arabischen Ländern gereist. Wir haben Buddhismus, Hinduismus, Islam, Naturreligionen studiert. Nicht in der Universität, sondern vor Ort.
und geredet mit Menschen. Zuerst muss ich sagen, dass ich ganz einen tiefen Respekt habe vor Menschen von anderen Religionen. Weil jetzt gerade sind wir ja zuerst in Abu Dhabi gesehen und haben dort den Islam gesehen. Dann haben wir Buddhismus und Hinduismus in verschiedenen Ländern noch gesehen mit dem Schiff. Wir sind in die Tempel gegangen, wir sind in die Synagogen gegangen, wir haben das besucht. Jemand hat mir gesagt, du hast auf deinem Status nur Kirchen und Tempel, sonst nichts anderes. Ich sage, ja genau, weil das besuchen wir. Das schauen wir an. Ich muss sagen, der ernsthafte Glaube von Buddhismus, von Buddhisten, von Hinduismus, das berührt mich. Da können wir etwas lernen davon. Gott sogar sagt, geht hin zu den Inseln von Chittim, zu seinem Volk. Geht hin zu den Heiden und lernt, die wechseln ihre Götter nicht allbot, ausser die Hinduisten. Aber die wechseln ihre Götter nicht allbot. Dass ich einen tiefen Respekt, versteht ihr das? Auch wenn ich weiss, was der Antrieb ist für ihre tiefe Glauben, für den enormen Aufwand, den sie betreiben, dass es Angst ist und dass es der Versuch ist, aus der Reinkarnation rauszukommen. Im Islam, Hauptinhalt im Koran ist die Hölle und das Paradies. Und sonst vor allem 5 Pflichten, aber Liebe, Freunde. Sucht das Wort Liebe im Koran. Ihr werdet es sehr, sehr selten finden. Ich habe den Koran durchgelesen. Oder Hinduismus. Es ist ein bisschen schwierig zu sagen, wie viele Götter es gibt. Die einen sagen 144'000, das ist die kleinste Zahl, die ich gefunden habe. Andere 3 Millionen. Heute Morgen haben wir noch gelesen von 330 Millionen Götter. Ich weiß es nicht. Es ist die Angst, den Gott zu verpassen. Es ist das Gesetz vom Karma. Es ist die Wiedergeburt in einer Kuh oder in einer Ratte oder ganz tief in einer Kaste oder ein bisschen höher, die einem antreibt. Hat nichts mit Liebe zu tun. Zentral ist die Anbetung von Gott Ganesh, der einen Elefantenrüssel hat und bei einer anderen Göttin in die Zeiten gegangen ist und so ein Kind gezeugt hat. Manchmal schämen wir uns für unsere Maria, Jungfrauengeburt, sagen, kann doch gar nicht sein. Du, was die glauben, ist unerhört. Der Ganesh, der der Einzige ist, der alle Probleme zum Weg ausräumen kann. Oder im Buddhismus, die 2 Hauptrichtungen. Da gibt es keine Seele. Alles ist nur Illusion. Es gibt keinen Schöpfergott. Und die Erlösung ist irgendwann frei von allem Leben zu sein, ausgelöscht zu sein, vorbei sein, nicht mehr müssen, ins Karma kommen. Oder Animismus. Wir haben in verschiedensten südostasiatischen Ländern Animismus gesehen. Die Angst vor den Dämonen. Viele Familien haben 2 Altäre im Haus. Der eine Altar für allgemeine Dämonen oder für Geister, allgemeine Geister, damit sie nicht zu bösen Dämonen werden. Und ein alter Altar für Familienangehörige, die gestorben sind. Man wird sie dann füttern. Jeden Tag tut man sie füttern, die Altäre. Damit sie nicht zu bösen Geistern werden und einem nicht plagen, sondern dass sie Ruhe haben und zu guten Geistern werden. Oder Kinder, die da so Zöpfe haben, 2. Damit die guten Dämonen sie können auflupfen und wegreißen von den Fängen von den schlechten Dämonen. Und alle die Religionen, außer beim Islam ist es weniger vertreten, sie sind abhängig von Astrologen. Es muss alles stimmen. Das Hochzeitsdatum muss stimmen. Das Geschäftsdatum muss stimmen. Die Unterzeichnung vom Hausvertrag muss stimmen. Alles fragt mit Astrologen. Alles ist Angst, das kann schief gehen, Freunde. So viele der Religionen, Merkmale sind Druck, sind Unsicherheit, ist Abmühen. Heidi war dabei, als wir eine Vietnamreise gemacht haben mit dem Urs. Und irgendwo nach 14 Tagen haben sie gesagt, könnt ihr nicht einmal aufhören, von diesen Totenkult zu reden? Wir können das nicht mehr haben. Aber jeder Reiseleiter hat angefangen, von diesen Totenkult zu reden, wie man die Geister muss beschwichtigen, weil sie sonst ruhelos umeinander schwirren und.
Und mitten da hinein kommt das Wort aus 1. Johannes 4,18, das wir am Anfang hatten. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in Gottes Liebe zu uns. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Freunde, der Unterschied hat mich jetzt wieder auf der Reise, die wir gemacht haben, tief berührt. Tief berührt. Es hat meine Liebe motiviert. Es hat meine Liebe angetörnt, angetrieben. Was für ein Gott. Vater dürfen wir ihm sagen, Vater im Himmel. Wie groß ist seine Liebe, insbesondere im Licht von anderen Religionen. Nochmal, ich habe grossen Respekt vor Menschen, von der Religion. Und wenn ich Reisen mache und die Gruppe dabei ist, sage ich immer, es kommt nur rein in die Moschee, wer Respekt hat. Es kommt nur rein in den Tempel, wer Respekt hat, so soll er draussen bleiben. Da gibt es manchmal solche, die schnöden so. Ich frage mich manchmal, was für eine Beziehung haben sie? Dann bleibt gescheiden draussen. Was für eine Liebe von einem Gott, der einem frei lässt. Ja oder Nein zu sagen. Was für eine Liebe, die nicht erarbeitet werden muss. Was für eine Liebe, die nicht ausgelöst werden muss durch einen Knopfdruck, durch Wohlverhalten. Was für eine Liebe, die nicht motiviert werden muss. 2 Fragen zum Schluss. Lebst du in und aus dieser Liebe? Oder lebst du in religiösen Konstrukten? Du nicht schnell antworten. Kannst du die Liebe fassen? Kannst du sie annehmen? Oder hast du einen Vater gehabt oder eine Mutter, wo du immer nicht genügt hast und darum den Gott im Himmel mit denen vergleichst? Er hat dich zuerst geliebt und nicht du. Und es ist nicht dein Wohlverhalten, nicht mein Wohlverhalten. Das müssen wir uns ein für alle Mal merken. Wir Pastoren haben es früher gerne ein bisschen gehabt. Wir können über den Zehnten reden, dass einem Gott ein bisschen lieber hat, oder? Ich spende auch. Aber nicht, weil mich Gott dann lieber hat. Die nächste Frage ist die Liebe für dich normal geworden? So ein Abklatsch, so, ja, Gott ist Liebe, Halleluja, Amen. Komm, wir stehen auf, ich möchte beten. Heiliger Geist, das ist eine von deinen vielen Aufgaben. Dass wir verstehen können. Das heisst, du machst uns den Vater und den Sohn gross. Und ich lade dich ein, dass wir verstehen können, was die Liebe bedeutet vom Vater und vom Sohn. Komm, Geist Gottes, und sei dir durch die Brecher von Mauern, durch Brechen von religiösen Vorstellungen, durch Brechen von angelernten Mustern, durch Brechen von falschen Gedanken in unseren Hirn, in unseren Herzen, durch Brechen von Religion. Halleluja. Vater im Himmel, ich ehre deine Liebe. Halleluja. Jesus, ich ehre deine Liebe. Es ist mir so wunderbar, dass ich es verstehen kann. Weil du mich zuerst geliebt hast. Will ich dich lieben. Will ich dir vertrauen. Will ich Zuversicht können haben zu dir. Will ich in Gemeinschaft eintauchen mit dir. Will ich meine Finanzen mit dir teilen. Will ich dein Reich bauen. Nicht um auszulösen, sondern um Danke zu sagen.
So segne ich euch. Im Namen von dem wunderbaren Vater im Himmel. Vom Vater von aller Vaterschaft. So segne ich euch im Namen von dem Christus Jesus. Dem Messias. Unserem Erlöser, deinem Erlöser und meinem Erlöser. Sagen euch im Namen vom Geist Gottes, der dich und mich führt. Sagen euch mit wachen Ohren zu hören,